die die Frühjahrstagungen der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung kennen, wissen, dass ein Höhepunkt auf den anderen folgt. Und so ist es auch in Ljubljana. An diesem Tag ist es natürlich ganz besonders schwierig, denn einer der großen Dichter, die gestern auf der Bühne saßen, hat den Abend als ein Wunder bezeichnet. Und wie das noch zu steigern ist, muss sich an diesem heutigen Morgen erweisen, aber Sie erinnern sich vielleicht auch daran, dass ich großmäulig angekündigt habe, dass noch viel Luft nach oben sei. Und insofern konnte es nichts Besseres geben, als dass wir heute an diesem Morgen das tun, was wir mit besonderer Freude immer wieder tun in den Frühjahrstagungen, nämlich die Akademiepreise zu verleihen, unsere beiden großen Preise zur Übersetzung, den Johann-Heinrich-Frost-Preis für Übersetzung an Andreas Tretner und den Friedrich-Gundolf-Preis für die Vermittlung deutscher Kultur im Ausland an Maschid Mirmoesi. Wir sind sehr, sehr froh, dass diese Veranstaltung heute stattfinden kann. Wir waren in Covid-Zeiten natürlich auch oft oder gelegentlich in der Bedrängnis, dass Preisträger oder Laudatoren nur per Internet zugeschaltet werden konnten. Nun sind wir in dieser europäischen Stadt Ljubljana alle zusammengekommen und sind froh, dass die Laudatoren und die Preisträger anwesend sind. Und damit eröffne ich jetzt diese Veranstaltung, aber als erstes würde ich mich freuen, wenn der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Herr Pollmann, sein Grußwort spricht. Sehr geehrter Herr Osterkamp, sehr geehrte Frau Mirmoesi, sehr geehrter Herr Tretner, sehr geehrte Frau Radisch, sehr geehrter Herr Bühling, lieber Alex, sehr geehrte Damen und Herren, von Wort zu Wort, von Vers zu Vers, das Motto Ihrer Frühjahrstagung könnte aktueller nicht sein. In einer heutigen Welt, in der wir entweder umgeben sind von Wortlosigkeit oder von Hassreden, bleibt das Wort, die Sprache, das Mittel, um Brücken zu bauen, zu vermitteln und zu verstehen. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung ist hierbei das beste Vorbild. Die Mitglieder aus ganz Europa, aus aller Welt, ein Symbol für Internationalität, vereint durch eine gemeinsame Plattform, die deutsche Sprache. Ich freue mich sehr, dass Sie sich entschieden haben, in diesem Jahr Ihre Frühjahrstagung hier im wunderbaren Slowenien abzuhalten. Und ich könnte Ihnen an dieser Stelle ein kleines politisches Referat halten über die Qualität unserer bilateralen Beziehungen. Nur so viel, sie sind vielfältig und sie sind lebendig. Und über die enge und vertraute Zusammenarbeit, sie ist eng und vertraut. Und Sie aus diesem Grund zur Wahl Ihres diesjährigen Tagungsortes beglückwünschen. Beglückwünschen möchte ich Sie aber dazu aus einem anderen Grund. Wenn Sie wie ich und wie wir das große Glück haben, zumindest für eine Zeit in Slowenien zu leben, dann werden Sie eines sehr, sehr schnell merken. Die slowenische Sprache ist nicht nur recht herausfordernd, sie ist vor allen Dingen eines, sie ist slowenische Identität. Denn wie Sie selbst in Ihrem Programm es schreiben, Sprache und Identität sind untrennbar miteinander verbunden. Und das trifft in besonderem Maße auf Slowenien zu. Denn bevor das Land vor 32 Jahren erstmals unabhängig wurde, war es über die Jahrhunderte fremder Herrschaft vor allen Dingen die slowenische Sprache, die eine gemeinsame Identität vermittelte. Das Slowenische war und ist in gewisser Weise die gesprochene DNA der Menschen hier. Von Primož Truba über Franz Prešeren bis zu den literarischen Meistern der Neuzeit. Die Sprache ist bis heute das verbindende Element in diesem nicht immer miteinander verbundenen Land. Und zugleich spielte und spielt das Deutsche immer auch eine besondere Rolle. Es begegnet uns zu vielfältigen Gelegenheiten, zu unterschiedlichen Anlässen. Im Alltag, im Sprachgebrauch finden Sie immer wieder deutsche Worte, die Sie anspringen und die Sie überraschen und die mir zumindest immer auch ein Lächeln
auf die Lippen bringen. Und wenn es das tut, dann merkt man, wie sehr das Deutsche und die Deutschen dieses Land im Guten wie im Schlechten mitgeprägt haben. Und daraus entsteht Verbindung, Verantwortung und zu unserem großen Glück auch Vertrauen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute ehren wir 2 verdiente PreisträgerInnen. Verliehen wird der Johann-Heinrich-Voss-Preis für herausragende Übersetzungen an Andreas Tretner für seine Übertragung slawischer Literatur ins Deutsche. Übersetzen, das ist nicht bloß das Übertragen eines Wortes von einer Sprache in eine andere. Eine Übersetzung bedeutet vielmehr, eine Geschichte, einen Traum, eine Kultur für andere zugänglich zu machen, denen sie sonst vielleicht verschlossen geblieben wären. Der Friedrich-Gundolf-Preis hingegen, der in diesem Jahr an Mashied Memoesi geht, würdigt hervorragende Leistungen bei der Vermittlung deutscher Kultur, insbesondere der deutschen Sprache und Literatur in nicht deutschsprachigen Ländern. Und die beiden Sprachen, die bei Ihnen, liebe Frau Memoesi, lieber Herr Tretner, dabei zentral sind, das Persische und das Russische, sind Fenster in eine reiche, in eine wortgewaltige und in eine vielfältige Kultur. Und sie werden in Ländern gesprochen, mit deren politischen Führungen wir derzeit kaum noch eine gemeinsame Sprache zu haben scheinen. Doch bei allen Differenzen ist es zugleich umso wichtiger, nicht all diejenigen aus den Augen zu verlieren, die Sprachlosigkeit verhindern wollen und die bisweilen unter schwierigsten Umständen das Wort ergreifen, um das Handeln anderer nicht für sich selbst sprechen zu lassen. Ich gratuliere Ihnen beiden sehr herzlich zur heutigen Auszeichnung. Sehr geehrte Preisträger, sehr geehrte Mitglieder der Akademie, verehrte Gäste, Sie alle setzen sich für die deutsche Kultur und ihre Sprache ein. Sie geben unserer Sprache eine Seele. Und gerade in Zeiten, in denen nur noch der Lauteste gehört zu werden scheint und in der Sprache immer mehr vom Werkzeug zur Waffe wird, ist dies wichtiger denn je. Herzlichen Dank. Lieber Herr Botschafter, meine Frau ist Journalistin und sie hat mir eben gesagt, das ist eine der besten Botschafterreden, die ich je gehört habe. Mit anderen Worten, es hat sich schon meine Prognose bewährt. Das Wunder ist steigerbar. Wir kommen damit zur Verleihung des Johann-Heinrich-Voss-Preises für Übersetzung an Andreas Tretner. Wir sind glücklich, dass wir diesen Preis heute an Sie vergeben können und wir freuen uns auf die Laudatio von Anselm Bühling. Hinter ihnen die tödlichen Verfolger. Vor ihnen auf einmal ein Fluss, randvoll gefüllt mit Zeit, mit vielen Spiegelbildern obenauf. Sie werfen sich ins Wasser. Doch das Ufer, das zunächst nur ein paar Schwimmzüge entfernt scheint, will offenbar Fangen mit ihnen spielen. Sie schwimmen und es bleiben immer dieselben paar Züge bis zum Ufer. Strampelnd schlucken sie Wasser und über ihrem Kopf schlagen die Wellen zusammen. Sie öffnen die Augen, gelbe Wand mit Algenzweiglein und Sonnenkreis in funkelnder Trübnis. Sie kämpfen noch ein Weilchen weiter, bis schlagartig eine unerhörte Leichtigkeit von ihnen Besitz nimmt. Alle Sorgen fallen ab, es ist fantastisch. Wieso habe ich mich eigentlich so abgestrampelt, schießt es ihnen durch den Kopf, wenn alles so leicht und wunderbar ist. Verehrte Anwesende, diese dramatische Flussüberquerungsszene stammt aus Andreas Tretners Übersetzung von Michail Schischkins Roman Venushaar. Ich musste der Kürze halber viel aus dem Weg räumen, unter anderem einen Tischtennisball, einen Wolf, eine Ziege, Kohlköpfe und einen Diplomatenkoffer. Trotzdem haben Sie vielleicht eine Ahnung davon bekommen, was Tretners Sprache auszeichnet. Hier sitzt jedes Wort. Die Sätze sind aufgeladen, aber frei von Ballast. Dieses Deutsch lebt, es hat Farben und Schattierungen, Klang und Rhythmus. Man kann es sehen, hören,
riechen, schmecken und fühlen. Das Queren des Flusses hat Andreas Tretner selbst als Bild für das Übersetzen verwendet, als er im Wintersemester 2021 seine Antrittsvorlesung zur August Wilhelm von Schlegel Gastprofessor an der FU Berlin hielt. Wer übersetzt, muss nicht nur sich selbst über den Fluss retten, sondern etwas hinüberbringen. Und das nicht nur in eine Richtung. Entweder den Leser ins Fremde bringen oder die Autorin ins eigene, so einfach ist das nicht und war es in Wirklichkeit nie. Und hier kommen Wolf, Ziege und Kohlkopf wieder ins Spiel. Wer nicht mehr als nötig verloren gehen soll, muss man immer wieder hin und her. Übersetzt wird irgendwo auf dem Fluss, so sagt es Andreas Tretner. Andreas Tretner wird im thüringischen Gera geboren und wächst dort auf. Im Jahr seiner Geburt, 1959, wird in der DDR der Bitterfelder Weg zur Entwicklung der sozialistischen Kulturpolitik ausgerufen. Das Motto lautet: Greift zur Federkumpel. Der kleine Andreas weiß davon nichts, aber er setzt Walter Ulbrichts Forderung, die Arbeiterklasse müsse die Höhen der Kultur stürmen und von ihnen Besitz ergreifen, für sich ganz persönlich um. In einer Umgebung, die nicht viel Abwechslung bietet, entdeckt er Bücher als Zugang zur Welt. Hier findet er Ablenkung und Anregung, hier kann er neue Perspektiven erkunden, sich in andere Menschen und Zeiten versetzen und an Orte, die sonst nicht einfach zu erreichen sind. Die Sprache wird zum rettenden Ufer. Mit 9 oder 10 Jahren bekommt er erstmals ein Buch in die Hand, in dem diese Sprache nicht Deutsch ist. Der Sohn der Nachbarin hat es aus Moskau mitgebracht. Mit 2 Jahren Schulrussisch und einem Wörterbuch fängt er zu lesen an. Wort für Wort, Satz für Satz. Was er verstanden hat, schreibt er auf. Und irgendwann hat er Tschechows Erzählung Kastanka übersetzt. So lässt sich die Welt entdecken. So kann man sie sich verständlich machen. Vielleicht sogar anderen und womöglich sogar als Beruf. Andreas Tretner bewirbt sich für ein Sprachmittlerstudium mit den Sprachen Englisch und Spanisch an der Universität Leipzig und wird angenommen. In der ersten Studienwoche erfährt er dann, dass er stattdessen Russisch und Bulgarisch studieren wird. Wir haben dort monatelang Parteitagsreden gedolmetscht, erinnert er sich. Er erträgt das Studium, wie er selbst sagt, als geborener Stoiker und dank gewisser Nischen. Eine solche Nische ist das Bulgarische. Es ist nicht so ideologisch besetzt wie das Russische, die Sprache des großen Bruders. Hier werden keine Phrasen gestanzt, es geht um Verständigung statt Verlautbarung, es gibt den Austausch im kleinen Kreis. Er schreibt seine Diplomarbeit über den bulgarischen Schriftsteller Jordan Raditschkov und mit diesem Autor beginnt seine Laufbahn als literarischer Übersetzer. Der Kurzgeschichtenband Dem Herrgott vom Wagen gefallen erscheint 1987 bei Reklam Leipzig. Dort arbeitet Tretner dann auch als Lektor für slawische Literaturen. Übersetzungen genau zu lesen und abzugleichen, zu sehen, wie man es macht und wie vielleicht besser nicht, am Text zu arbeiten und zu feilen, das ist eine gute Schule. Bald nach der Wende wird Reklam Leipzig von Reklam Stuttgart übernommen und Andreas Tretner beschließt, von nun an sein eigener Vorgesetzter zu sein. In einer Zeit des Umbruchs lässt er sich in jeder Hinsicht auf Neues und Ungewisses ein. Dazu gehört auch sein Interesse an der russischsprachigen Literatur, die zu dieser Zeit entsteht. Dass Namen wie Viktor Pelewin, Wladimir Sorokin, Michail Schischkin und Alexander Ilitschewski heute hier ein Begriff sind, ist auch ihm zu verdanken. Er hat diese Autoren sehr früh wahrgenommen und sich aktiv dafür eingesetzt, sie dem deutschen oder überhaupt dem internationalen Publikum zugänglich zu machen. Sie gehören Tretners eigener und der nachfolgenden Generation an und ihre Texte sind von einer Zeit geprägt, die in der ehemaligen Sowjetunion noch grundstürzendere Veränderungen mit sich brachte als im Osten Deutschlands. In Russland hat das eine katastrophale Entwicklung genommen. Die Gesellschaft ist mit dem Verlust der Gewissheiten und Existenzgrundlagen, mit dem Aufbrechen der traumatischen Vergangenheit nicht zurechtgekommen.
Sie ist daran gescheitert, sich selbst in die Verantwortung zu nehmen. So konnten aus dem alten Machtapparat Strukturen erwachsen, die sich des Staates bemächtigt und ihn zu einer kriminellen Organisation umgebaut haben, die heute die Ukraine und die ganze Welt bedroht. Von den 8 lebenden Autoren, die Andreas Tretner aus dem Russischen übersetzt und hier bekannt gemacht hat, lebt heute keiner in der Russischen Föderation und alle haben ihre ablehnende Haltung zum Überfall auf die Ukraine öffentlich deutlich gemacht, wie auch zahlreiche weitere Autorinnen und Autoren. Das ist nur eine Fußnote, aber sie gehört hierher, denn sie zeigt, die russischsprachige Literatur von Gewicht wird auf absehbare Zeit eine Literatur der Diaspora und des Exils sein. In den Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist die Aufbruchsstimmung mindestens ebenso groß wie die Verheerungen. Die Literatur eignet sich in kürzester Zeit die Verfahren der Moderne und Postmoderne an. Sie saugt Einflüsse auf den Westen auf und arbeitet sich an den Haupt- und Nebenströmungen der eigenen Tradition ab. Sie versucht, mit der Vergangenheit zurande zu kommen und all das Neue, Unerhörte, Faszinierende und Erschreckende ringsum aufzunehmen. Alles ist noch da, aber nichts ist an seinem Platz. Die Zeichen haben nicht mehr die erlernte Bedeutung. Quasi in Echtzeit aus einer Literatursprache übersetzen, die nach langem Stillstand Hals über Kopf voran will. Dazu reicht es nicht, sich an dem zu orientieren, was in der Übersetzungstradition schon vorbereitet ist. Man muss auf den Fluss, ohne zu wissen, wo man sich genau befindet und wo man auf der anderen Seite ankommen wird. Andreas Tretner hat das gewagt und für das Übersetzen aus dem Russischen neue Wege erschlossen. Das Deutsche kommt bei ihm von dort her zu sich selbst. Es tut plötzlich Dinge, von denen es nicht mehr oder noch gar nicht wusste, dass es sie kann. Und das spielend, wie nebenbei. Es verdichtet sich aufs Äußerste, spart sich das Subjekt oder Verb, schwelgt in Partizipien. Es teilt das Wichtigste zwischen den Wörtern mit. Es entleert sich in weitschweifige Passagen voller herrlicher Redundanzen. Es wechselt vom Skas, dem mündlichen Erzählton, in das steife Kanzleiidiom und aus diesem in die Vulgärsprache. Sätze, die sich über mehrere Seiten hinziehen, gelingen ebenso überzeugend wie das rudimentäre Gestammel eines vereinsamten Erdgrubenbewohners in Wladimir Sorokins Roman 23.000. Der Marketingjargon der frühen 90er in Viktor Pelewins Generation P wird genauso stilsicher getroffen wie frühneuzeitliche Sprachpassagen in Michail Schischkins Die Eroberung von Ismail. Anything goes, wenn man es kann. Andreas Tretner ist Sprachkünstler und besessener Rechercheur. Und vor allem hat er die Fähigkeit, sich auf einen Text ganz und gar einzulassen, ihm an die Substanz zu gehen und das zum Vorschein zu bringen, was ihn auszeichnet. Ich kann Ihnen das an den Übersetzungen aus dem Russischen am besten nahebringen, weil ich selbst mit dieser Sprache arbeite. Aber es gilt genauso für die Übersetzungen aus anderen Sprachen. Etwa die wunderbare Novelle Das Basssaxophon des tschechischen Autors Josef Škvorecký oder Angel Igows Roman Die Sanftmütigen, der die Karriere eines jungen bulgarischen Funktionärs in den Jahren der Stalinisierung nachzeichnet und einen kollektiven Erzähler hat. Beim Wechsel zwischen den Sprachen, so erzählt Tretner in einem Interview, das er vor 2 Jahren dem Online-Magazin Novinky gab, habe er manchmal das Gefühl, auch die Techniken wechseln zu müssen, wie ein Künstler, der Holzschnitte und Kupferstiche macht. Er spricht dort auch über die Krise, die jedes Mal eintritt, wenn er sich nach der Abgabe einer Übersetzung in ein neues Buch hineinfinden muss, das jemand anders geschrieben hat. Diese Krise, sagt er, sei sinnvoll und unerlässlich, weil man sich von Mal zu Mal neu erfinden muss in seiner Sprache. Sich von Mal zu Mal neu erfinden in seiner Sprache. Diese Wendung bringt Tretners Kunst auf den Punkt. Sie drückt aus, worin für ihn der Reiz des Übersetzens liegt. Und sie erklärt, was seine Übersetzungen immer wieder zu einem sprachlichen Erlebnis werden lässt. Noch vibriert der Satz vor lauter Möglichkeiten.
Lachend tauschen die Wörter ihre Plätze. Ich warte aufmerksam ab, bis das Spiel sein Ende hat und jedes Wort Habt Acht steht, mit gespanntem Bogen. So beschreibt die Dichterin Fedja Filkova, die selbst Ilse Aichinger, Ingeborg Bachmann und Friederike Mayröcker ins Bulgarische übersetzt hat, den künstlerischen Umgang mit der Sprache, und so hat Andreas Tretner ihre Zeilen ins Deutsche übertragen. Als wir uns neulich getroffen haben, ließ Andreas im Gespräch das Wort Alleinstellungsnot fallen. Ich habe es mir aus 2 Gründen gemerkt. Erstens wegen der Leichtigkeit, mit der er spontan den Ausdruck fand, der die Sache auf den Begriff bringt. Und zweitens, weil er selbst ganz frei von dem ist, was dieser Ausdruck beschreibt. Er bringt das, was er zu geben hat, in den produktiven Austausch ein und sucht die Zusammenarbeit. 2014 hat er 7 profilierte Kolleginnen und Kollegen davon überzeugt, Wladimir Sorokins vielstimmigen Roman Teluria als Kollektiv Hammer und Nagel mit verteilten Rollen zu übersetzen. So wird die Polyphonie in der deutschen Fassung durch unterschiedliche Übersetzerstimmen getragen. Es gehört viel dazu, diesen Einfall nicht nur zu haben, sondern ihn zu einem glücklichen Ende zu bringen, am geeigneten Werk und mit der passenden Orchestrierung. Andreas Tretner hat entscheidend dazu beigetragen, den Dialog zwischen den unterschiedlichen Übersetzungskulturen in Ost- und Westdeutschland in Gang zu halten. Er befasst sich immer wieder mit dem Leben und Werk anderer Übersetzer, etwa in seinen Beiträgen zum Germersheimer Übersetzerlexikon, ÜLEX, als Mitautor des Films Spurwechsel, ein Film vom Übersetzen, und als Mitkurator der Peter Urban gewidmeten Ausstellung Urbans Orbit, Einblicke in den Nachlass eines Übersetzers. Zum Blick zurück gehört auch der Blick nach vorn. In Übersetzerwerkstätten, Seminaren und Mentorenprogrammen gibt Andreas Tretner das Handwerk an andere weiter. Und er ist dabei ein Glücksfall für die, die bei ihm lernen. Denn er speist sie nicht mit vorgefertigtem Wissen ab, sondern interessiert sich ernsthaft für ihre Arbeit, geht in den Dialog und ermutigt sie, ihr Bestes zu geben. Andreas Tretner ist ein Mittler im besten Sinn. Er kann mit eigenen Worten fremde Stimmen zum Klingen bringen. Er sorgt dafür, dass Menschen etwas übereinander erfahren, einander verstehen und zusammen etwas bewirken. Und er hat ein genaues Gespür dafür, dass Vermitteln dort sinnlos wird, wo die eine Seite nicht mehr verstehen, sondern angreifen und auslöschen will. Was im Protokoll über uns steht, das werden wir sein. Aus Worten geboren, verstehen Sie doch. Gottes Idee eines Flusses ist der Fluss, heißt es in Michail Schischkins Roman Venusar. Lieber Andreas, ich kann dir und uns allen nur wünschen, dass du in diesen schwierigen Zeiten weiter Freude über den Fluss, mit Freude über den Fluss setzen kannst und das hinüberbringst, was uns etwas zu sagen hat. Herzlichen Glückwunsch zum Johann Heinrich Voss Preis. Lieber Herr Bühling, vielen Dank für diese bewegende Laudatio. Und ich darf jetzt den Preisträger nach vorne bitten und ihm die Urkunde vorlesen. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung verleiht den Johann Heinrich Voss Preis für Übersetzung 2023 Andreas Tretner, dem herausragenden Übersetzer und fantasievollen, begeisterten Vermittler slawischer Literaturen. Mit seinem außerordentlich vielseitigen Wirken als Übersetzer erschließt er seit Mitte der 1980er Jahre die russische, bulgarische und tschechische Literatur für eine deutschsprachige Leserschaft.
Zu den von ihm übersetzten Autoren gehören auch widerständige literarische Stimmen eines anderen Russlands, wie Alexander Ilitschewski, Michail Schischkin und Wladimir Sorokin. Zwei davon, Sie wissen es, sind Mitglieder unserer Akademie. Ihre und zahlreiche weitere Werke überträgt Andreas Trettner mit staunenswerter Meisterschaft und sprachschöpferischer Kraft aus 3 Sprachen ins Deutsche. Ljubljana am 4. Juni 2023, das Präsidium, Ernst Osterkamp, Präsident, Ursula Bredel, Vizepräsidentin, Michael Hagner, Vizepräsident und Monika Rink, Vizepräsidentin. Ich gratuliere Ihnen und uns zu diesem Preis. Ja, ich denke so, ja. Sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrter Präsident, liebe Anwesende, lieber Anselm Bühling, was soll ich da sagen? Vielleicht etwas mehr noch vom Anfang und etwas mehr noch vom Ende und wie das vielleicht zusammenhängt. Ansichten vom dritten Ort. Beginnen wir beim Einfachen und sind gleich bei der Krux, dem, was mich, den Übersetzer, von Ihnen, den Schreibenden, womöglich am nachhaltigsten unterscheidet, dass ich meine Sprache, das wurde schon erwähnt, immerzu für beinahe jedes Buch eines jeden neuen Autors neu erfinden und der zuletzt gebrauchten, erst recht der eigenen, entfremden muss. Daraus ergibt sich, dass der Vorrat an Worten, den Luther in dem berühmten uns betreffenden Sendbrief anmahnte, unerlässlich ist und tendenziell unermesslich sein müsste. Am besten ganz ungesiebt und außerhalb jeder Kontrolle ein Fundus für den Fall. Konzept hin, Begabung her, ich meine, es ist die schlichte Grundvoraussetzung für eine adäquate Ausübung des Berufs. Der Wald, in den ich mit Walter Benjamin hineinrufe, damit es als Übersetzung herausschallt. Man schafft sich diesen Vorrat ja zu wesentlichen Teilen an, noch eher ans Übersetzen, auch als Schreiben wahrscheinlich zu denken wäre, im Schwammalter. Ein genuiner, mündlich tradierter Anteil ist gewiss. An der Hand der Großmutter über den Ronneburger Marktplatz gehen, die 100 Meter vom Rand bis zur Haustür in einer guten halben Stunde, weil aus einem Kleinstadtgespräch ins nächste gezogen, ein Ohrentheater. So fallen mir noch heute für manche Erzählerphrase, manchen Dialogfetzen immer zuerst die Ostthüringer Mundartlösung ein, die, natürlich völlig zu Recht, allenfalls feinst filetiert die Filter süddeutscher Lektorinnen passieren. Doch das Allermeiste hing vom Lesen ab. Es geschah nicht von allein. Zu Hause gab es wenig Bücher. Was in den Schullehrplänen stand, war präpariert und kaum verdaulich. Was nicht, hat nie ein Lehrer uns ans Herz gelegt. Zu Anfang sehe ich mich in meiner Lesergier die Litfaßsäulen des Viertels umkreisen. Und so war es eine glückliche Fügung, dass im selben Jahr bei mir um die Ecke und einmal schräg über die Geraer Straße der Republik, dem Park gegenüber, der meine zweite Kinderstube war und den ich als frühen Weltmittelpunkt mit Lutz Seiler teile, das war der Knochenpark, sagt A, dass just dort die städtische Kinderbibliothek ins Notquartier eines Ladengeschäfts einzog. Der Laden war überschaubar groß, die Regale endeten in Kinderkopfhöhe, ich hatte die Bibliothek recht bald durchgelesen, erwartete fortan die Neueingänge, ich wuchs mit ihr. Wildes Lesen füllte die Speicher, von denen ich glaube, dass sie bis heute das Maßgebliche hergeben, den Überfluss generieren, der das Unmögliche ermöglichen soll. Ergab sich aber nicht doch eine Prägung aus den Grenzen einer nicht sehr großen Bibliothek an diesem Ort zu jener bestimmten Zeit? War sie von Nutzen? Die Frage scheint nicht müßig, erlauben Sie mir, etwas genauer hinzusehen.
Das Spektrum war beachtlich. Es muss sich in den Umständen eher erweitert als verengt haben. Zu den Altbeständen, die überlebt und sich nicht überlebt hatten, kamen die Kinder- und Jugendbücher einer neuen Zeit, zu nicht geringen Teilen verfasst von Autorinnen und Autoren alter Schule, mit bürgerlich-humanistischen Wurzeln, viel aus dem antifaschistischen Exil und von ihm gezeichnet, mit hergebrachten Sehnsüchten und dezidierten Vorstellungen von einer neuen, besseren Welt. Das hatte nicht zuletzt den Effekt, dass viele klassische Typen der Kinderliteratur in neuer Varietät vertreten waren, interessante Wiedergänger ihrer Originale, und der Vergleich war möglich. Dem verruchten Sachsen Karl May liefen in meinem Indianerlesezelt Anna Müller-Tannewitz und Lieselotte Welskopf-Henrich aus Baden und aus Bayern gebürtig den Rang ab. Meine Dschungelbücher waren von Ludwig Renn und Götz R. Richter. Wolf Durian gesellte sich zu Jack London, Alex Wetting zu Selma Lagerlöf, Franz Fühlmann zu James Krüss. Der Tscheche Václav Řezáč ersetzte mir zunächst Erich Kästner. Sowjetische Bücher und deren Übersetzer waren, wenngleich längst nicht mehr so dominant wie wohl in den Nachkriegsjahren, präsent. Vor Tschechow las ich seinen gemütvollen sowjetischen Epigonen Boris Wassilenko aus demselben Taganrog am Asowschen Meer. Das Weißenzirkuskind Atjomka konkurrierte mit Tom Sawyer. Im Rückblick am signifikantesten vielleicht die Paarung von Anna-Maria Jokels Perlmutterfarbe und Arkadi Gaidars Schicksal des Trommlers, die mich beide lange nicht losließen, ohne dass ich verstand, was sie miteinander zu tun hatten. Heute weiß ich, im selben Jahr 38 geschrieben, chiffrierte Abbilder zweier totalitärer Systeme, das eine geradezu tiefenpsychologisch, das andere ex negativo im Mantel von Propaganda, dem die Verstörung aus den Falten troff. Übersetzers Grundstock, soweit waren wir. Angelegt, darauf wollte ich hinaus, schon im Modus der Korrelation. Der Expansion folgte die Vertiefung, exemplarisch, exzessiv und sukzessive eingeübt im jugendlichen Alter, so erinnere ich an Borchert, Brasch mit Brecht dahinter, Bobrowski, Baldwin respektive Wollschläger, Beckett alias Tophofen. Ich könnte es die B-Phase nennen. Daneben für sich stehend Christa Wolf. Vertiefung hieß eine Zeit lang auch Verkörperung, Anprobe fremden Textes. Das kommt mir heute wichtig vor. Thomas Braschs frühe Hahnkopf-Suite zum Beispiel haben wir, Dolmetschstudenten im 3. Semester an der Karl-Marx-Universität Leipzig im März 1978 mit listig kamouflierter Titelei auf die Bühne des Hörsaals 19 gebracht. Vielleicht die einzige Brasch-Aufführung in der DDR nach seinem Weggang hinter die Mauer bis zum Fall derselben. Die Flügel dazu, auch den nötigen Mut, hatte mir Frank Wolf Matthys verliehen, als er in der Höhle des Löwen, nämlich im Souterrain des Berliner Museums für Deutsche Geschichte, seinen unerschrockenen poetischen Klartext vortrug. Ich glaubte zu träumen. Matthys zog wiederum Rolf-Dieter Brinkmann nach sich, nebeneinander ausliegend am Leipziger Rowohlt-Messestand. Das senkt sich bedrohlich. Nebeneinander ausliegend am Leipziger Rowohlt-Messestand im selben Magenta-Rahmen, dem die Ohren sich fiebernd anglichen, während wir lasen und so weiter und so fort. Genug davon. Eine Schriftstellerakademie muss sich mit Lesebiografie, ihren zielstrebigen Zufällen, symptomatischen Reihen nicht gar zu lange aufhalten. Die Rede war vom Urwald. Ich will noch einmal zurück zu Benjamins kurioser Metapher, von dem, seinem Aufsatz über die Aufgabe des Übersetzers, wir uns augenscheinlich mehr oder weniger gern vergattern lassen. In beinahe jeder Vospreis-Dankesrede, ich habe nachgesehen, kommt es irgendwie vor. Ich zitiere die Stelle im Ganzen, die mich am meisten interessiert. Die Übersetzung aber sieht sich nicht wie die Dichtung gleichsam im inneren Bergwald der Sprache selbst, sondern außerhalb derselben. Ihm gegenüber und ohne ihn zu betreten, ruft sie das Original hinein, an demjenigen einzigen Orte hinein, wo jeweils das Echo in der eigenen den Widerhall eines Werkes der fremden Sprache zu geben vermag. Seltsam. Als wäre das Übersetzen primär eine Frage der Ortsbestimmung und der Rest ein magisches Ritual. Eine Seance wie an der akustischen Planchette, vollzogen gegenüber dem, was die Dichter gestiftet haben. Am meisten irritiert in Benjamins Satz das Betretungsverbot. Kränkend zu erfahren, es sei gar nicht mein Wald, dabei meinte ich ihn angelegt zu haben.
Ich darf nicht mehr hinein oder wie zu Junkerzeiten nur mit Holzleseschein, sieh da, das Lesen, um einen Festmeter Totholz für den eigenen Herd zu entnehmen. In eine Metapher hineinrufen und hören, was herausschallt. Benjamins Bild sagt mir zweierlei. Das eine ist, dass es im Wald offenbar einen inneren, einen Zauberwald gibt, wo es aus einem spricht. Er ist den Übersetzern verwehrt, weil wir als Dichter für das Übersetzen verdorben wären, geschenkt. Zugleich will Benjamin uns bewahren davor, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, indem er uns hinaus expediert, dahin, wo uns das Magnetfeld des Originals erreicht. Denn das will ja genauso erlesen und verstanden sein. Meiner Überzeugung nach fußt dieser Prozess durchaus auf den im muttersprachlichen Wald erworbenen Leseinhalten, Lesetechniken, auch und gerade da, wo Unerhörtes hereinschallt, Anschluss sucht, Korrespondenzen, ohne sich domestizieren zu lassen. Fortan beeinflussen die Felder sich gegenseitig, setzen die Koordinaten für den idealen dritten Ort zusammen. Einer, der uns hellhörig macht, womöglich schizophren und jedenfalls ein bisschen einsam. Die Distanz muss man aushalten. Mein entschlossener Eintritt ins Literaturübersetzen fiel in die Hochzeit von Glasnost, am Anfang vom Ende der Sowjetunion. Ein entfesselter Schwall von Literatur, Karl Schlögel sprach damals von Glossolalie, die aus dem Dampferhitzer einer aufbrechenden Gesellschaft und aus den geöffneten Schubladen quoll. Wir ließen ihn durchgehen durch uns, einströmen in den bereits schwärmenden deutsch-deutschen Bienenstock, wurden selbst ganz besoffen davon. Im Rausch fand ich zu meinen wichtigen Autoren und blieb ihnen im Zuge der Ernüchterung treu. Zunächst ließ sich annehmen, dass es um einen Akt der ultimativen Befreiung, Entgrenzung, die Konstruktion des fröhlichen Abschieds ging. Die Texte waren danach. Aber etwas von Verhängnis und Vergeblichkeit stand immer auch schon darin. Unübersehbar die Aufarbeitung einer unseligen Gewaltgeschichte, ebenso, dass die Gewalt noch in der Sprache war und gebändigt werden musste. Nicht zuletzt darum ging es. Hier stieß, nebenher gesagt, auch das Übersetzen an die härteren Grenzen für Mat und Blatt, jene rüde, elaboriert schillernden subkulturellen Sprachsysteme aus den Gulags, Kellern und Knästen, die Gewalt widerspiegelten und zugleich reproduzierten und die es zuvor schon tabu und in aller Munde nun ungehemmt in die Literatur spülte, hatten wir nur fadenscheinige Lösungen, schummelten uns auffällig darum herum. Die Linie meiner Übersetzung aus der russischen Literatur ist evident. Sie folgte den so handstreichartig wie strategisch betriebenen Vorstößen, Zwänge in Freiheiten umzumünzen. Anatoli Assolskis Zelle, Alternativgeschichte der 1930er im Stil eines Escape-Thrillers, die alten Muster des sozialistischen Realismus mit ein bisschen Noir zur Weißglut gebracht. Michail Kononows Nackte Pionierin, ein Schelmenroman, heilige Hure und delirierendes Kind, den Mythos des großen Vaterländischen Krieges untergrabend, unterplappernd. Und erst Pelewins popkulturelle Travestien auf die grotesken Spielarten der Transformation. Schichtkin noch einmal im alten, beharrlich, vielstimmig beschworenen Glauben, den geschundenen Menschen durch das Wort, wenn schon nicht dem Tod zu entreißen, so daraus wiederzuwecken. Und schließlich Sorokin, der am tiefsten und radikalsten die sowjetischen Traumata freilegt, zunehmend in dystopischer Form, beängstigend prophetisch. An diesen Autoren habe ich mich als Übersetzer freigeschwommen, wobei das Zappeln des Frosches im Milchglas gegen das Ersaufen des günstigenfalls zu standfester Butter führt, wohl die gemäßere Vorstellung davon bleibt. Ich habe sie vom Kollegen Sergei Ramaschko. Und wie gern ersoff ich in dem, was nicht zu übersetzen schien. Wie viel indes ließ ich von anderen Fröschen an meiner Seite, Könige und Königinnen im wahren Leben, lernen. Allein wenn ich an die Attraktion der Petersburger Gilde von Autorinnen und Autoren denke, Oleg Jurjew, vor dessen intellektueller und sprachlicher Werf, ästhetischem Mutwillen ich den Hut am allertiefsten zog und was Olga Martinova und Elke Erb daraus gemacht haben. Doch unterdessen, ich muss nun darauf kommen, war längst etwas gekippt. Das lustig kreuzende Spukschiff mit der russischen Fracht, den resonierenden Leichen im Kühlraum, hat umgeflaggt und die Kanonen ausgefahren.
An Sarokins Büchern von einem zum anderen ließ sich die Approximation von Dystopie und Realität schon geraume Zeit wie von der Uhr ablesen. Immer näher zur Gegenwart siedelte der Autor seine Visionen an. Die Gegenwart kam ihm entgegen. Spürbar seit der Jahrtausendwende, manifest seit den letzten straßenfüllenden Protesten der Zivilgesellschaft 2012. Ein Rollback von Gewalt und Repression, Aufschaukeln in einen imperialen Revanchismus und Protofaschismus bis zur Entfesselung der Katastrophe. Mit dem russländischen Überfall auf die Ukraine scheinen Sarokins Bücher erstmals von der Realität überholt worden zu sein. Sprache ist vorrangig wieder zum Gift geworden. Nach den aktuellen Befunden wäre die totale Ohnmacht, der Konkurs von Literatur, beschränken wir uns hier auf die übersetzte russische, in ihrer vielbeschworenen Schönheit, Wahrheit, Weisheit leicht zu konstatieren. Das betrifft, ich erwähne es nur ganz am Rande, genauso die profanen Stereotypen der Rezeption alles Russischen hierzulande, den robusten Kitsch von der russischen Seele, an dem man nichts als glauben könne, dem noch die heikelsten Diagnosen nie etwas anhaben konnten. Vielleicht haben Sie das bizarre Leinwandkarree gesehen, mit dem die Russen die Ruine des von ihnen zerstörten Theaters in Mariupol, Grab für hunderte ziviler Ukrainer, blickdicht zu umstellen versuchten, bedruckt mit den Konterfeis von Gogol, Puschkin und Tolstoi. Das ist, so fürchte ich, die russische Literatur heute, a priori im Ganzen, so hohl, so ausgebrannt, so plakativ, anmaßend irreführend, so vergeblich fühlt sie sich im Augenblick an. Das lässt sich nicht ändern. Wir sind in der Krise, die russische Literatur und mit ihr ihre Übersetzer. Wir sind verstummt, senken schamhaft voreinander den Blick, schweigen uns an. Nie war die Distanz größer. Kein Echo könnte noch gelingen, so scheint es. Wo die Bücher meiner Autoren noch in russischen Buchhandlungen ausliegen, sind sie wie Pornografieartikel im neutralen Umschlag verpackt. Demnächst werden sie ganz verschwunden sein. Wohin? In den Untergrund? Samistat? Gut möglich, dass die Formen, in denen sie irgendwann wiederkehren, nicht mehr die alten sind. Darin könnte man geradezu eine Hoffnung hegen. In so einem Moment von Debakel und Paralyse den großen Preis der Akademie zugesprochen zu bekommen, könnte wie bitterer Hohn anmuten oder allzu hochnobler Trost. Sagen wir also einen Kredit. Da wird es noch etwas einzulösen geben, weil die Geschichte sich in der Wiederholung als Farce, Reenactment, ich denke da an Gospodinos Roman Zeitzuflucht, unmöglich erschöpfen kann, weshalb es für den Übersetzer lohnt, am dritten Ort auszuharren. Rufer in der Wüste vor austrocknendem Wald, auf diese komische Perversion der Benjaminschen Metapher habe ich allerdings keine Lust. Wem habe ich zu danken? Aufrichtig der Akademie und Ihnen, den Autorinnen und Autoren, allen, die mir von ihrer Sprache abgaben. Den geliebten Kolleginnen in der Russischgruppe am Krakauer Platz in Charlottenburg, ohne die die Arbeit nicht nur noch einsamer, auch noch mehr Blindflug wäre. Dem Deutschen Übersetzerfonds, am Literarischen Kolloquium für den verlässlichen Support, die geistigen und materiellen Freiräume für unsere Arbeit über so viele Jahre hin. Und der Gelegenheit danke ich, meine Hochachtung und Verbundenheit öffentlich zu machen vor und mit all jenen, die derzeit mit dem Wort, auch dem Übersetzten, der akuten Barbarei aktiv widerstehen. Insbesondere den ukrainischen und belarussischen Autoren und ihren Übersetzern und Übersetzerinnen in der Heimat und im Exil, den Freundinnen von der großartigen Aufklärungsplattform Decoder, den Helden der Berichterstattung bei Durst in Riga und Amsterdam, Barbara Oertel und ihrem Team von der Berliner Tageszeitung und so vielen anderen in dieser Reihe ungenannt bleibenden. Ihr macht mir Mut. Wenn ihr etwas von mir brauchen könnt, sagt es. Vielen Dank.
Vielen Dank für Ihre Reaktionen auf diese beiden bewegenden Reden. Und damit kommen wir jetzt zur Verleihung des Friedrich-Gundolf-Preises für die Vermittlung deutscher Kultur im Ausland an Maschid Mirmoesi. Wir freuen uns auf die Laudatio von Iris Radesch. Was war das für ein besonderer Augenblick, als ich Maschid Mirmoesi zum ersten Mal auf dem Teheraner Flughafen gegenüberstand. Sie hatte meine Biografie über Albert Camus ins Persische übersetzt und mich zur Buchpremiere nach Teheran eingeladen. Ich hatte mich im vorauseilenden Gehorsam und weil ich meine Gastgeber keineswegs in Verlegenheit bringen wollte, für die Reise mit allem Notwendigen eingedeckt. Ich trug einen fast knöchellangen schwarzen Mantel und ein großformatiges schwarzes Kopftuch. So vermummt stieg ich die Gangway hinab und suchte meine Übersetzerin in der Menge, die in der Ankunftshalle wartete. Und da sah ich sie. In einer knallbunten Designerjacke, selbstgestrickten Designerjacke, mit einem ebenso farbenprächtigen, ganz knapp sitzenden Kopftuch mit knallroten Lippen und prächtig rot gefärbten Haaren. Heute hat sie sich etwas mehr an deutsche Gewohnheiten angepasst, aber damals war das so. Wow, dachte ich, was für eine Erscheinung. Und wie peinlich, dass ich, die angeblich emanzipierte deutsche Autorin, mich in Zuvorkommenheit gegenüber dem frauenverachtenden Wahnsinn des Gottesstaates in diese tiefschwarze Kluft geworfen hatte. Sehr schnell begriff ich genauer, was ich natürlich eigentlich wusste. Während schwarze Kleidung in meiner Biografie oder in unserer Biografie hier für Kultur, für anarchischen Eigensinn, für Künstlertum steht, vor allem das Personal der deutschen Theater lässt ja nichts anderes als das edle Schwarz auf seine Künstlerhaut, ist Schwarz in Iran das Symbol der Unterdrückung. Frauen sollen unter dem Schleier nicht nur ihre unverwechselbare Individualität beraubt werden, sie sollen auch der Welt der Farben entsagen. Sie sollten am besten unter ihrem schwarzen Chador zu ununterscheidbaren Gespenstern werden, wie wir sie dann auf unserer gemeinsamen Reise nach Isfahan, Maschid, du erinnerst dich, dann auch überall später gesehen haben. Auch hier waren eben nicht etwa die sich nämlich auch damals bestens in dieses Gespensterbild in Isfahan einfügte, sondern meine Reiseführerin Maschid, eine weithin strahlende, farbenprächtige Provokation. Woher, fragte ich mich, hat sie diesen Freimut, dieses scheinbar unerschütterliche Selbstbewusstsein? Nun, ich möchte Ihnen unsere diesjährige Friedrich-Gundolf-Preisträgerin jetzt ein wenig vorstellen, um diese Frage zu beantworten. Maschid Mirmoesi wurde im Jahr 1962 in eine bekannte, adlige, wohlhabende iranische Familie geboren, die den Ehrentitel Mir trägt, Mirmoesi. Sie wuchs in Raswin, 180 Kilometer nordwestlich von Teheran auf, wo sie noch heute lebt. Sie ging auf eine staatliche Mädchenschule und erhielt gemeinsam mit ihren Geschwistern zu Hause privaten Englischunterricht. In ihrem Elternhaus wurde viel gelesen, und zwar nicht nur die iranischen Klassiker, sondern auch Tolstoi, Balzac und Camus. Die Eltern unternahmen mit ihren 3 Kindern sogar eine 3-monatige Bildungsreise durch Österreich, Deutschland, Bulgarien und die Türkei. 11 Schuljahre lang konnte Maschid Mirmoesi noch ohne Kopftuch lernen. Als sie das Abitur ablegte, hatte die Kulturrevolution jedoch dafür gesorgt, dass die Universitäten im Zuge der Islamisierung für einige Jahre geschlossen blieben. Ihr Traum, Bauingenieurin zu werden, war plötzlich in weite Ferne gerückt. Wie viele Frauen ihrer Generation
zahlte Masjid Mir Moezi für die iranische Revolution einen unschätzbaren persönlichen Preis. Mit 22 Jahren geht sie eine halb arrangierte Ehe mit einem iranischen Studenten ein, der eine Zusage für einen Studienplatz in Bochum hat. Für sie ein ziemlich überzeugendes Argument, in die Heirat einzuwilligen, denn die deutsche Sprache hat sie sofort angezogen. Ihr erster Kontakt mit dem Deutschen, das sie heute, Sie werden es gleich hören, so gut beherrscht, waren lustigerweise die Unterhaltungsshows mit dem blond gelockt und strahlend die vollen Hallen in Dortmund, Wuppertal und sonst wo mit seinem "Meine Damen und Herren" füllenden Thomas Gottschalk. Obwohl sie damals kein Wort davon verstand, will sie gleich gewusst haben, als sie Thomas Gottschalk hörte, Deutsch ist ihre Sprache. Übersetzerkarrieren nehmen also manchmal doch auch einen sehr wundersamen Anfang. Und tatsächlich lernte die junge iranische Ehefrau im Bochumer Studienkolleg die fremde Sprache dann im Handumdrehen. Doch auch in Deutschland zerschlugen sich ihre Studienpläne recht bald wieder. Stattdessen finanzierte sie das Studium ihres Mannes, dekorierte Schaufenster, verkaufte Zeitungen und Weihnachtsbäume, gab Handarbeitskurse und las aber buchstäblich in jeder freien Minute. Ihr autodidaktischer Weg durch die deutsche Literatur wurde dabei nicht etwa von deutschen Akademien, deutschen Bibliotheken oder deutschen Universitäten befördert. Nein, sie wurde befördert von der Tochter einer Bochumer Trinkhallenbesitzerin, mit der sie sich anfreundete und von der sie während der 8 Jahre, die sie im Ruhrgebiet verbrachte, im Wochentakt literarisch beliefert wurde. Wie zu Hause in Iran waren es eben auch in Deutschland nicht institutionelle, unvorhersehbare Netzwerke, die dem weiblichen Bildungsroman die entscheidenden Impulse gaben. In die Zeit ihres Deutschlandaufenthaltes fiel der heute schon fast wieder vergessene Iran-Irak-Krieg, in dem rund 1 Million iranischer Soldaten zu Tode kamen. Einer von ihnen war Masjid Mir Moezis vielgeliebter Cousin. Über die Ladentheke der Bochumer Trinkhalle gingen seither in Ermangelung iranischer Antikriegsromane zahlreiche deutschsprachige Bücher über den Zweiten Weltkrieg. In den darin beschriebenen Kriegsschicksalen fand die junge iranische Leserin auch ihre eigene Trauer und ihre eigenen Fragen wieder. Der Krieg, das steht für sie fest, kann niemals die Lösung eines wie auch immer gearteten politischen oder ideologischen Problems sein. Später wird sie aus diesem Grund bevorzugt deutsche Romane übersetzen, in denen sich die Folgen der beiden Weltkriege spiegeln, wie in Julia Franks Die Mittagsfrau, in Timur Wermes Er ist wieder da, in Christopher Klöbels Die unsterbliche Familie Salz oder in Stefan Zweigs Die Welt von gestern. Als Masjid Mir Moezi nach 8,5 Jahren geschieden und als alleinerziehende Mutter eines kleinen Sohnes nach Iran zurückkommt, hatte sie buchstäblich nichts. Nichts außer der großzügigen Unterstützung ihrer Familie selbstverständlich und die deutsche Sprache, die sie sich aus eigenem Antrieb und mit dem ihr eigenen Perfektionismus erarbeitet und vor allem erlesen hat. Und ein weiteres Mal sind es die unsichtbaren, unterirdisch verzweigten weiblichen Wurzelsysteme, die damals eine Übersetzerkarriere einleiteten, die hier und heute mit dem ehrenvollen Friedrich-Gundolf-Preis gekrönt wird. Freundinnen aus Deutschland, die nicht zuletzt wieder die besagte Tochter der Bochumer Trinkhallenbesitzerin, ich glaube Petra hieß sie, schickten deutsche Zeitungsartikel nach Raswin, die sie interessant fanden. Und die Empfängerin begann diese Artikel
zunächst mal nur für den Privatgebrauch ihrer iranischen Freundinnen, ihrer Nachbarinnen, der Mütter und Tanten zu übersetzen. Irgendwann versuchte sie sich aus Gründen weiblicher Biografiearbeit an der Übersetzung des Ratgebers Trennung positiv bewältigen von Christian Kegi, ohne einen Übersetzerauftrag oder gar einen Verlagskontakt zu haben. Ich erzähle das alles ein bisschen ausführlich, um auf die Besonderheit, ja, auf die Unwahrscheinlichkeit weiblicher Übersetzerkarrieren in Iran aufmerksam zu machen. Denn auch für dieses erste ins Ungewisse hinein übersetzte Buch fand sich alsbald nach dem rhizomatischen Prinzip weiblicher Solidarität eine Cousine, die eine Cousine kannte, die eine Tante hatte, die mit einem Schriftsteller verheiratet war, der einen Verleger kannte und so weiter. Kurzum, die Übersetzung des Trennungsratgebers wurde veröffentlicht. Bald konnte Maschid Mirmoezi in ihrer Wohnung in Raswin, unweit ihres Elternhauses, ihre kleine private Übersetzerwerkstatt eröffnen, von der sie sich zwar bis heute trotz allergrößtem Übersetzerfleiß nicht ernähren kann, die ihr aber über die Jahre weit mehr als nur den Ruf einer engagierten und neugierigen Übersetzerin eingebracht hat. Dass ich Maschid Mirmoezi heute zu dem renommierten Gundolf-Preis für deutsche Literaturvermittlung im Ausland gratulieren darf, hängt aber noch mit einem anderen, für uns sehr ungewohnten Umstand zusammen, der nach der Eröffnung der Ein-Frau-Übersetzerwerkstatt in Raswin bald zum Tragen kam. Das Übersetzergeschäft gestaltet sich, wie die meisten von Ihnen hier natürlich wahrscheinlich schon wissen, in Iran keineswegs nach den uns in Deutschland bekannten Mustern. In Iran sind es die Übersetzer, die zugleich die Rolle der internationalen Scouts und Fachlektoren ausfüllen. Das bedeutet, die iranischen Übersetzer und Übersetzerinnen sind es, die auf dem schier unüberschaubaren Markt der jährlichen deutschsprachigen Neuerscheinungen nach passenden Büchern suchen. Sie sind es, die diese Bücher auf eigenes Risiko übersetzen, um den iranischen Verlagen nach getaner Arbeit eine Veröffentlichung vorzuschlagen, wobei diese anschließend häufig auf den Erwerb einer rechtmäßigen Lizenz verzichten. Eine Praxis, die Maschid Mirmoezi kategorisch ablehnt. Sie ist zu Recht stolz darauf, bei ihren Vertragspartnern stets auf das Einholen einer Lizenz zu bestehen. Das kann sie auch sehr gut. Die Initiative für die Veröffentlichung ausländischer Literatur liegt in Iran also weitgehend bei den Übersetzern und Übersetzerinnen. Sie wägen auf eigenes Risiko ab, welche Bücher die Zensur passieren könnten und welche nicht. Denn die Werke können dem Zensor ja erst nach Fertigstellung der Übersetzung vorgelegt werden. Die Preisträgerin hat aus diesem Grund bereits einige schmerzliche Erfahrungen mit dem iranischen Ministerium für Kultur und islamische Führung machen müssen. So wurde ihre fertige Übersetzung des Buches von Doris Dörrie, Lesen, Schreiben, Atmen, die Druckgenehmigung wegen angeblicher Sittenwidrigkeit untersagt, obwohl es sich dabei mit deutschen Augen betrachtet um ein überaus harmloses kleines Handbuch handelt, das Leserinnen und Leser, aber offenbar schlimm genug, zum Aufschreiben der eigenen Lebensgeschichte ermutigen soll. Auch ich selbst habe die Zensur kennenlernen müssen, nachdem die Preisträgerin mein Gesprächsband Letzte Dinge ins Persische übersetzt hatte, verlangte die Zensurbehörde, dass mein sogenanntes Lebensendgespräch mit dem großen verstorbenen israelischen Autor Amos Oz aus dem Buch entfernt werde. Dem konnte ich unmöglich zustimmen, sodass das Buch schließlich ohne Amos Oz und auch ohne Lizenz in Iran erscheinen musste. Wie wählt die Preisträgerin nun die Bücher aus, für deren Veröffentlichung sie zunächst auf eigene Rechnung in Vorleistung mit ungewissem Ausgang gehen muss? Sie sagt es ganz offen. Ihre wichtigste Orientierungshilfe ist die Spiegel-Bestsellerliste.
In der Tat sind es sehr viele Autoren und Autorinnen, die sie übersetzt hat, sind Spiegel-Bestseller-Autoren. Julia Frank, Daniel Kehlmann, Pascal Mercier, Martin Suter, Timur Vermes, Charlotte Link, Mario Barth, Susanne Fröhlich, Cordula Strattmann, Christine Löstlinger, Marianne Fredriksen, Leonie Ossowski, Alina Bronski, Christine Brückner. Darüber hinaus folgt die Preisträgerin ihrem eigenen Geschmack. Sie übersetzt einfach, was sie selbst gerne liest. Und das sind, wie diese Liste sofort verrät, vor allem Bücher von Frauen. Denn die enorm ermutigende Wirkung und das Beispiel von westlicher Frauenliteratur ist in einem Land unschätzbar, in dem es Frauen bis heute verboten ist, Fahrrad zu fahren, öffentlich zu singen, ohne Erlaubnis ihres Ehemannes oder Vaters ins Ausland zu reisen und sich selbstbestimmt zu kleiden. Wir Frauen leben im Keller des Landes. Das hat mir die berühmteste lebende iranische Autorin Fariba Wafi unlängst im Interview in Berlin gestanden, wo sie gerade im Exil ist. Besonders die ältere Generation der iranischen Frauen hätten den Schleier, gegen den die Jüngeren und mehr aber auch die älteren Iranerinnen gerade unter dem Einsatz ihres Lebens aufbegehren, häufig leider tief verinnerlicht. Sie trügen einen inneren Hijab, einen Schleier, der sich um ihre Seele, um ihre Fantasie, um ihr weibliches Selbstverständnis legt. Fariba Wafi ging in dem Gespräch sogar so weit zu argwöhnen, dass selbst die literarische iranische Sprache einen Hijab trüge. In ihren Romanen müsse sie der Liebe ihren körperlichen Aspekt nehmen. Wenn sich zwei Menschen in ihren Büchern küssen, dürfe sie das Wort dafür nicht verwenden. Ein unverheiratetes Liebespaar dürfe in einem iranischen Roman nicht im selben Hotelzimmer übernachten und so weiter. Die ständige innere Zensur, sagte Fariba Wafi, habe sie als Schriftstellerin zermürbt. Es sei die innere Zensur, die verhindere, dass in den Köpfen von Autorinnen und Leserinnen vielfältige und freie weibliche Lebensentwürfe entstehen können. Bücher, in denen Frauen ihr Leben selbst in die Hand nehmen, in denen sie frei lieben und über ihr Leben alleine entscheiden. All das, was für uns so selbstverständlich ist. Solche Bücher dürfen in Iran noch immer nicht erscheinen. Jedenfalls nicht, wenn sie von iranischen Autorinnen geschrieben wurden. Der iranische Autor Amir Hassan Sheltan hat einmal gesagt, dass Worte in Iran die Kraft hätten, Regierungen auszuwechseln. Die Literatur sei in Iran der wichtigste Motor, meint Sheltan, zum sozialen Wandel. Aus diesem Grund sind Übersetzungen in Iran noch wichtiger als in vielen anderen Ländern, gerade jetzt. Und eben darin liegt der große Verdienst unserer Preisträgerin. In Büchern wie Der Mittagsfrau, wie Hannas Töchter, wie Die ferne Tochter, vor allem aber in Masjid Mir Moesis Lieblingsbuch, Wenn du geredet hättest, Desdemona. In diesen Büchern werden weibliche Lebensentwürfe beschrieben, mit allem, was sie an Widersprüchlichen, an Abgründigen, an Ängstlichem, an Verletzlichen, an Ausweglosen und an Wunderbarem enthalten können. Diese Bücher zeigen einen Weg in die Vielfalt weiblichen Lebens und in die weibliche Freiheit. Masjid Mir Moesi hat den iranischen Leserinnen durch ihre Übersetzungen die Fenster zu einer anderen Welt geöffnet. Und dafür möchte ich und möchten wir alle ihr von Herzen danken. Es hilft nichts.
Auch in diesem Fall erlaube ich mir, die Urkunde vorzutragen. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung verleiht den Friedrich-Gundolf-Preis für die Vermittlung deutscher Kultur im Ausland 2023 Maschid Mirmoesi. Dank Maschid Mirmoesis einzigartiger Vermittlungstätigkeit und ihres reichen Übersetzungswerks können Leserinnen und Leser im heutigen Iran Stefan Zweigs Welt von gestern ebenso kennenlernen wie die vielfältigen Welten der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. In einer äußerst herausfordernden Ausgangslage gelingt es ihr, mit ihrem Schwerpunkt auf Werken, insbesondere von Autorinnen, eine eklatante Lücke in der Wahrnehmung deutscher Literatur im Persischen zu schließen und damit auch auf die Bedürfnisse einer aufgeklärten und weltläufigen Leserschaft zu antworten. Ljubljana am 4. Juni 2023, das Präsidium Ernst Osterkamp, Präsident, Ursula Bredel, Vizepräsidentin, Michael Hagner, Vizepräsident und Monika Rink, Vizepräsidentin. Ich gratuliere von Herzen. Ich danke dir vielmals. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, vielen Dank, dass ich hier jetzt heute stehen darf, dass Sie mich als diesjährige Preisträgerin des Friedrich-Gundolf-Preises ausgewählt haben. Ich fühle mich geehrt, diese wichtige Auszeichnung zu erhalten. Eine Auszeichnung, die mir als absoluter Höhepunkt in meinem Berufsleben gilt. Ich freue mich sehr, dass meine Bemühungen, mein Ansatz, meine literarische Arbeit von mehr als 20 Jahren ihre Anerkennung gefunden haben. Von nun an bin ich noch motivierter, diesen Weg weiterzugehen, obwohl diese Auszeichnung meine Verantwortung als Übersetzerin vergrößert. Der Friedrich-Gundolf-Preis ist ein Ansporn, zu einem die Qualität meiner Übersetzungen weiter zu verbessern. Zum anderen sehe ich mich dem Vorbild Friedrich Gundolf verbunden. Er war der meistgelesene Germanist der Weimarer Republik. Seine Habilitation verfasste er über Shakespeare und den deutschen Geist. Eine Verbindung von zwei Kulturkreisen. Eben diese sehe ich als meine Aufgabe, Texte möglichst authentisch einer Leserschaft aus einer anderen Welt, die zudem die originale Sprache nicht kennt, zugänglich zu machen. Literatur, die ich als einen der wichtigsten Teile meines Lebens betrachte, bietet ein breites Spektrum an Themen, mit denen sich Menschen jede ethnische Zugehörigkeit und Denkweise identifizieren können. Die Darstellung ideelle Konzepte sowie menschliche Gefühle und Gedanken durch wohlgesetzte Wörter zieht Menschen an und ermöglicht ihnen, sich mit ihr eigenen Leben darin wiederzufinden. Ein literarisches Werk ist die Essenz der Gedanken, Vorstellungen und Gefühle des Autors. Der Versuch, dem Publikum seine Botschaft in schönster Form und mit treffenden Wörtern zu vermitteln. Daher ist die Wahl keines Wortes zufällig, sondern jedes Ereignis, jede Figur, jeder Ort, sogar die Schreibweise oder der Wortklang wurden sorgfältig ausgesucht.
Man kann erkennen, wie sehr jeder Text mit dem Wesen seines Schöpfers verflochten ist. Des Weiteren sind die Werke der Schriftsteller ein Spiegel der Kultur, des Denkens und der Geschichte ihres Landes. Deren Lektüre sollte jedoch auch für die Menschen anderer Länder unterhaltsam, lehrreich und bedeutsam sein. Und zusätzlich zu der Nähe und dem gegenseitigen Verständnis, welche diese Lektüre erzeugt, die Angst der Menschen von unbekannten und fremden Territorien reduzieren. Meiner Ansicht nach ist Literatur ein Hilfsmittel, das Kommunikation und Beziehungen zwischen Menschen herstellt. Demzufolge betrachte ich Übersetzer als eine Art Vermittler, um unterschiedlichste Individuen einander näher zu bringen. Aus dieser Nähe wiederum resultieren viele soziale und kulturelle Effekte. Eine davon ist, dass die Literatur sich nicht durch politische Grenzen einschränken lässt. Die Autoren haben dies längst verstanden. Das vielleicht berühmteste Beispiel in Bezug auf Deutschland und Iran ist Goethes großes Interesse an und die spirituelle Verbindung zu Hafez. Der schreibt: Wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen, Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen. Die Übersetzung literarischer Werke ist eine Möglichkeit, deren Inhalt, Botschaft und Geist in andere Länder zu tragen. Geist und Botschaft, die ohne Hürden Grenzen überschreiten und der ganzen Welt gehören. Man könnte sogar sagen, dass die Übersetzung eine wichtige Rolle bei der Gestaltung einer Gesellschaft spielt. Sie verhindert gedankliche Isolation und literarische Passivität, indem sie dem Leser neue Welten vorstellt und inspiriert, wiederum Schriftsteller auf der ganzen Welt diese zu verbreiten. Beim Übersetzen müssen die Sprache und Bedeutung übertragen werden. Das bedeutet, dem Text und dem Geist des Werkes treu zu bleiben und gleichzeitig seine Schönheit und Verständlichkeit zu bewahren. Obwohl die Berücksichtigung all diese Prinzipien im Widerspruch zueinander stehen scheinen, muss ein erfolgreicher Übersetzer so gut wie möglich ein Gleichgewicht zwischen ihnen finden. Wenn man nur eine dieser Grundlagen bevorzugt, wird dadurch die Übersetzung von Original entfremdet. Die Aufgabe des Übersetzers ist, sowohl den Schreibstil des Autors als auch die Kultur und Denkweise der literarischen Charaktere aus dem Ursprungsland in ein anderes Land zu übertragen. Im nächsten Schritt strebt der Übersetzer danach, den übersetzten Text in der Zielsprache, in meinem Fall Persisch, möglichst natürlich und fließend klingen zu lassen und gleichzeitig sprachliche Fremdheiten zu reduzieren. Autoren sind frei, das Format des Textes und ihr Schreibstil zu wählen. Übersetzer haben diese Freiheit nicht. Sie müssen den Text so übersetzen, wie er ist und gleichzeitig eine Sprache finden, mit der sich die Leser verbunden fühlen und die ihnen vertraut ist. Übersetzer sollten ihre Rolle als Vermittler nicht vernachlässigen, weder die Zielsprache noch Ausgangssprache bevorzugen und auch nicht den Autor dem Publikum vorziehen oder umgekehrt. Aus diesem Grund müssen sie mit beiden Sprachen und deren Veränderungen im Laufe der Zeit gut vertraut sein. Im Folgenden möchte ich Ihnen gerne meine persönliche Herangehensweise an eine Übersetzung vorstellen. Am Anfang steht die Auswahl des Werkes, die nur ein vermeintlicher leichter Schritt in der Übersetzungsarbeit. Für mich gilt auch besondere Auswahlkriterien zu beachten. Dieses Thema möchte ich jedoch bewusst ausklammern, da es zu viele Kapitel umfassen würde und heute der Fokus auf Sprache und Literatur liegen sollte. Zunächst muss mir ein Buch persönlich sehr gefallen.
Es muss mich berühren, denn wir, die Arbeit und ich, die Ereignisse und ich, Charaktere und ich, werden schließlich mehrere Monate miteinander verbringen. Während ich das Buch lese, versetze ich mich ganz in der Rolle der handelnden Personen und versuche, ihre Gedanken und Gefühle zu verstehen. Gleichzeitig denke ich immer wieder darüber nach, was zwischen den Zeilen stehen mag, was im Kopf des Autors vorgegangen ist, um mir persönlich ein unvoreingenommenes Bild zu machen, lese ich vor der Übersetzung die Rezensionen nicht. Als nächstes muss ich wissen, ob ich den Text in alle Aspekten wiedergeben kann. Es ist mir schon passiert, dass ich als meine strengste Kritiker das Gefühl hatte, dass es mir nicht möglich ist, eine gute Übersetzung zu erstellen, und ich habe es aufgegeben. Zum Beispiel bei einem Buch mit vielen Wortspielen, mit der Bedeutung des Nachnamens und der Orte und Figuren. Bei der Übersetzung dieses Buches wäre es notwendig gewesen, viele Fußnoten und Erklärungen einzufügen, um alles, was sich hinter der Bedeutung des Namens einer Person oder eines Ortes verbirgt, zu erklären, sodass diese den Leser eher verwirrt und ihn von dem Kern der Geschichte abgelenkt hätte. Im nächsten Schritt recherchiere ich wie ein Detektiv den Ort, an dem die Handlung spielt. Ich lese viel über die Geschichte der Stadt oder des Landes und die erwähnten Ereignisse. Wenn nötig, informiere ich mich auch über Geografie, Kultur und Kunst und sehe viele Fotos an, um mir ein Bild zu machen. Wenn die Charaktere historisch belegt sind, lese ich ebenfalls jegliche Informationen, die ich finden kann. Bei bestimmten Fachbegriffen, zum Beispiel Technik, Musik etc., hole ich mir Hilfe von Experten auf diesem Gebiet. Wenn möglich, lese ich parallel weitere Werke des Autors, um seinen Schreibstil und Denkweise besser zu kennen. Die Themen, welche mich immer interessieren, sind soziale Themen, die alle Menschen auf der ganzen Welt gemeinsam sind und in meinem Fall besonders für Iraner gegenwärtig relevant sind. Werke mit gewaltfreien und pazifistischen Themen. Mittlerweile habe ich viele Geschichten übersetzt, die während des Zweiten Weltkrieges spielen oder seine Folgen beleuchten. Bisweilen sind die Weltkriegsthemen in der Geschichte zwar nicht das Hauptthema, aber im Hintergrund der Arbeit präsent. Darüber hinaus stammen die meisten Werke, die ich übersetze, von noch nicht in Iran bekannten Autoren. Seit meiner ersten Übersetzung bis zum heutigen Tag haben die von mir übersetzten Bücher in Iran ein Publikum gefunden, die das Buch kaufen, weil mein Name als Übersetzerin angegeben ist. Ich habe das oft von Lesern gehört. Daraus ergeben sich für mich gleich zwei große Verpflichtungen. Einerseits das Vertrauen des Publikums nicht zu enttäuschen und andererseits ein Buch so wiederzugeben bzw. zu übersetzen, dass meine Aufgabe als Übersetzerin erfüllt wird. Beides zusammen führt dazu, dass ich mich darauf konzentriere, gleichermaßen dem Publikum und dem Autor gerecht zu werden. Das hat zur Folge, dass meine Tätigkeit nicht nur an meinem Schreibtisch stattfindet, sondern auch in meinen alltäglichen Tätigkeiten und Überlegungen präsent ist. So habe ich sogar auf meinem Nachttisch einen Notizblock, um mir die nächtlichen Einfalle sofort zu notieren. Glücklicherweise verfügt die heutige persische Sprache mit einer mehr als 1100-jährigen Geschichte über die breiten Sprachmöglichkeiten, die die Arbeit des Übersetzers bei der Auswahl der richtigen Wörter erleichtern. Diese Vielfalt sollte ein Übersetzer ins Persische auch beherrschen. Denn enge Vertrautheit mit der Sprache sowie der klassischen persischen Literatur bietet ihm einen großen Schatz an unterschiedlichsten Wörtern und besonderen Ausdrücken, von denen er Gebrauch machen kann,
um den gewünschten Sprachfluss zu erzielen. Die Übersetzungen plane ich sorgfältig. Eile hat keinen Platz in diesem Programm. Bisweilen lese ich für eine kurze Fußnote stundenlang Sekundärliteratur. Immer wenn sich die Arbeit an einem Buch dem letzten Satz nähert, bin ich aufgeregt. In all diesen vergangenen Monaten habe ich die Protagonisten der Geschichte begleitet. Manchmal war ich sogar sie selbst. Und jetzt muss ich mich von ihnen verabschieden. Ich muss mich von Orten verabschieden, in denen ich monatelang gelebt habe. Nach Abschluss der Arbeit lasse ich 1 bis 2 Monate vergehen, bevor ich den Text noch einmal lese und ihn mit dem Originaltext vergleiche. Nach der folgenden Bearbeitung des Textes durch meine Lektorin lese ich das gesamte Werk mit deren Veränderungen, einschließlich der Änderungen von Verben und Schlüsselworte, die unter meinem Aufsicht vorgenommen wurden, noch einmal. Es kam vor, dass ich einen Text 11 Mal gelesen habe, bis ich ihn schließlich zum Druck freigab. Vor der Veröffentlichung will ich den Text nochmal lesen, bevor ich die endgültige Freigabe erteile. Obwohl das für mich mehr Arbeit und einen längeren Veröffentlichungsprozess bedeutet, erhöht es die Qualität des Werkes, die dem Publikum zugutekommt. Das iranische Publikum, das ich sehr respektiere, legt großen Wert auf Qualität einer Übersetzung. Ich übersetze literarische Werke, weil es mir ein Anliegen ist, zur Verbreitung der deutschen Literatur und Kultur beizutragen und meine Landsleute damit vertraut zu machen. Wie bereits Goethe festgestellt hat, sind sich Orient und Okzident nahe und ich sehe mich als Vermittler zwischen diese beiden Kulturen. Wer liest, lernt unbewusst und unweigerlich zuzuhören. Etwas, das heutzutage nicht selbstverständlich ist. Viele unserer sozialen Probleme entstehen dadurch, dass wir nicht zuhören und nicht gehört werden. Ich bin überzeugt, dass eine Person, die Literatur liebt und sich durch diese mit anderen Kulturen auseinandersetzt, keine Gewalt ausübt, Krieghetze nicht als Lösung betrachtet und die Gedanken und Meinungen anderer respektiert. Wenn es mir gelungen ist, auch noch einen so kleinen Beitrag zu einer friedvollen Gesellschaft zu leisten, dann glaube ich, meine Aufgabe als Übersetzerin erfüllt zu haben. Eine Aufgabe, die ich noch nicht als erledigt betrachte. Im Gegenteil, mit der Verleihung des Friedrich-Gundels-Preises haben Sie mich, wie bereits eingangs erwähnt, angespornt, weiterhin auf die Suche nach passenden Büchern zu gehen und mich mit noch mehr Eifer an der Übersetzung zu machen. Mit Maulanas Worten aus Fihe Mafi möchte ich meine Rede beenden. Du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Du magst tun, was du willst, magst Hunderte von Plänen verwirklichen, magst ohne Unterbrechung tätig sein. Wenn du aber diese eine Aufgabe nicht erfüllst, wird alle deine Zeit vergeudet sein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Laudatorin, lieber Laudator, lieber Preisträger, liebe Preisträgerin, ich glaube, wir sind alle sehr dankbar für Ihre Reden. Wir haben sie bewegt gehört. Insbesondere die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung dankt Ihnen sehr für das, was Sie gesagt haben, denn Ihre Reden haben verdeutlicht, warum uns gerade diese beiden Preise so außerordentlich wichtig sind, indem sie deren politische, deren kulturelle, aber ich würde darüber hinaus sogar noch weiter sagen, deren existenzielle Bedeutung hervorgehoben und an ihren eigenen Biografien
illustriert haben. Das ist eine große Stunde, die wir heute erlebt haben. Ein großer Dank dafür. Und jetzt kommt noch ein weiterer existenzieller Dank, nämlich der an die Deutsche Botschaft, die hier einen kleinen Empfang ausgerichtet ist, der nach der geistigen für die physische Rekreation sorgt. Einen schönen Tag wünschen wir.